Grüß Gott, Kinder. Ihr wisst doch, dass der Pumuckl Ordnung gar nicht schätzt. Und darum hat er auch was gegen die gute Frau Eichinger, die immer bei Meister Eder putzt. Er hat sich aber inzwischen mit ihr abgefunden und versteckte nur noch in Ausnahmefällen den Putzlumpen. Wenn sie da ist, verzieht er sich einfach hinter einem Bretterstapel, hinter den Frau Eichingers Putzeifer nie dringt. Aber ach, wie so oft, wenn man anfängt, sich an jemand zu gewöhnen, passiert etwas. Die Frau Eichinger hat sich den Arm gebrochen und es wird etliche Wochen dauern, bis sie wieder arbeiten kann. Das hat den Meister Eder hart getroffen und er fragte überall herum um eine Aushilfe, in allen Läden, in denen er einkaufte und bei allen Kunden, die zu ihm kamen. Und tatsächlich fand er jemand, die Frau Singermeier. Sie versprach, am nächsten Tag schon zu ihm zu kommen. Der Meister Eder war von Herzen froh und hat selbstverständlich dem Pumuckl vorher gut zugeredet. Ich bitte um eins, Pumuckl. Vergraul mir nicht die Frau Singermeier. Ich bin so froh, dass die sich aushilfsweise erbarmt. Ich bin kein bisschen froh. Um mich erbarmt sich nämlich nie jemand, wenn ich vor lauter Sauberkeit immer an grässliche Heinzelmännchen und Gartenzwerge und an all sowas denken muss. Ja, und an Dreck denkst nicht. Und an mich. An dich? An dich denke ich sehr oft. Manchmal denke ich sogar an Hobelspäne. So. Aber an Dreck? Nein, also das glaube ich nicht. Also Kobolde denken überhaupt nie an Dreck. Aber ich... Und zwar mit Grausen. Also ich denke an Katzen mit Grausen und an das habe ich ja schon gesagt. Ja, also an Heinzelmännchen und eben also ja. Und an Putzfrauen. Weißt du was? Wir denken mal beide nichts. Du nicht an Dreck und ich nicht an die Putzfrau. Aber Pumuckl, das nützt doch nichts. Wieso nützt das nicht? Die kommt jetzt nachher und ich will, dass du die Frau in Ruhe arbeiten lässt. Ja, aber in Ruhe arbeiten, das geht überhaupt nicht. Doch. Also entweder man ruht, dann arbeitet man nicht, oder man arbeitet und dann ruht man nicht. Ja. Das ist ein altes Fest. Also ich meine, in Frieden sollst du das lassen. Und wer lässt mich in Frieden? Niemand! Doch, niemand! alles. Nein, niemand lässt mich in Es wäre ein solcher Friede hier. Ich würde ein bisschen den Staub wegblasen helfen und dann würde ich noch mit... Ja, und die Fenster? Da würde ich auch hinblasen an die Fenster. Ja? Und bald wird man nicht einmal mehr sehen, dass es Sonne scheint oder ob es regnet. Ja, da muss man ja nur das Fenster aufmachen, nicht? Und dann kann man sehen, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Das sieht man ganz genau. Naja, also was rede ich lang? Pumuckl, versprich mir, dass du brav bist. Bleib schön in der Werkstatt herunten, solange es oben in der Wohnung putzt. Und wenn's herunten putzt, gehst du nauf. Pass auf, kriegst einen Schokolad dafür, gell? Ja. Also herunten, wenn sie droben, und droben, wenn sie herunten. Und wo kriege ich dann die Schokoladen? Herunten oder droben? Ja, wo's magst. Herunten und droben. Also dann, von mir aus. Und ein Stück Schokolade vorher und eins nachher? Nein. Doch. Zuerst muss ich schon sagen, ob du auch wirklich brav bist. Und ich muss zuerst sehen, ob Schokolade auch wirklich süß ist. Ja, die ist immer süß. Sonst bin ich am Ende brav und die Schokolade ist kein bisschen süß. Ja, also dann von mir aus. Ein ganz kleines Stückchen. Ja. Da, geh her, komm. Da nimmst. So. Die ist so süß, dass ich so brav sein werde. Ausgemacht? Ausgemacht. Noch während der Pumuckl an seinem Stückchen Schokolade schleckte, kam die Frau Singermeier über den Hof. Der kleine Kobold setzte sich wirklich ganz brav auf Meister Eders Hobelbank und hörte der Begrüßung zu. Also, das freut mich, dass Sie mir alten Jungs sollen aushelfen. Ja, warum denn nicht? Sie wissen ja, wie das ist. Ein Mannsbild ist keine besonders gute Hausfrau. Ja, und ob ich das weiß, ja jeder. Also mein Mann selig. Ja. Wenn der übrig geblieben wäre und ich die, aus wär's gewesen. Nein. Ja, der hat ja einen Kehrbesen nicht vom Staubsauger weggehen. Ja, sowas. Und was ein Fenster ist, das hat er überhaupt nicht gewusst. Ja. Ja, aber also, sonst ein herzensguter Mann. Also nichts dagegen zu sagen, aber was ein Haushalt betrifft. Ja, also ich glaube, ich zeige Ihnen zuerst, was Sache ist, gell? Und Sie fangen am besten drum in der Wohnung an. Ich hab schon alles hergekriegt. Auch Zocken und das kleine Zeug zum Rauswaschen. Ist recht. Oh, Sie, Herr Eder, was ich vorher noch fragen wollte. Außer einer wohnt niemand da. Nur zwingend die Kompetenzen, wissen Sie. Nein, niemand. Nicht. Und hoffentlich haben Sie keinen Kanarienvogel. Wissen Sie, mit den Kanarienvögeln habe ich auch solches Pech. Die kommen mir alle aus.
Ja, wenn ich einer sag, als ob sie bloß drauf warten dann, dass ich ein Fenster aufmache. Ja, sowas. Und ich mach doch so gern die Fenster auf. Das Fenster können sie bei mir ungehindert aufmachen. Ja, Gott sei Dank. Sonst haben sie nichts Besonderes. Wie? Ich mein, was auf das man besonders aufpassen muss. Ich hab gar nichts Besonderes. Nix, und das Nein. ist recht. Hey, wer kommt denn da jetzt? Grüß dich, Franz. Ja, Jäger. Der Schlosser bringt schon das bestellte Schloss. Servus, Bernbacher. Weil ich grad vorbeikomme, steh ich. Nein, also, das ist Frau Singermeier. Ja. Die putzt bei mir, weil sie da Frau Eichinger einen Armbrucher hat. Bernbacher. Sehr angenehm. Das ist ja prima, dass du jemanden gefunden hast. Und nur dazu so jemand netten. Aber ging es jetzt. Herr Eder, Sie wollten Ja? mir doch sagen, wo die Sachen sind. Hm? Ja, ich muss noch schnell das Schloss ausprobieren. Du sag, So? warum hast du denn bloß 2 Schlüssel? Ich wollte da 3 dazu haben. Was, 3? Ja. Aber wir brauchten 3 Schrankschlüssel für ein Schloss. Ja, die wollen sie so haben. Vielleicht haben die einen solch einen Pudagel wie du. Was? Was haben... Ja, haben Sie da einen Dackel, Hä? Herr Eder? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie Nix hab ich. Ein Kobold hat er. Ein Hausgeist, wissen schon so einer, der überall unsichtbar umeinander hupft. Also komm, hör auf damit. Du weißt, dass das zu nichts Guten führt, wenn du da drüber redst. Ja, da hat der Herr Eder voll recht. Über Geister und solche Sachen soll man nie spaßen. Ich hab aber gar nicht im Spaß drüber geredet, sondern im Ernst. Aber bitteschön, fragen Sie den Herrn Eder. Der kann einer Geschichten erzählen von seinem Zwiedackel. Da streibt sie einer ohne Haar. Also weißt, dass du jetzt grad damit daherkommen musst da. Also, da fürchte ich mich ja gleich. Also, mit übersinnlichen Sachen, da bin ich empfindlich. Wenn bei mir daheim bloß der Boden kracht, dann meine ich schon, ich hab's mit Gespenstern zu tun. Ja, schließlich weiß mir ja nie nix, ne? Kann doch sein, dass mein Mann selig... Also beruhigen Sie sich. Bei mir tut Ihr Mann selig bestimmt nichts. Ihr Mann nicht, aber der Puh. Jetzt hab ich's. Der Pumuggel. Was? Nein, Geh. so viel können sie Geschirr gar nicht in die Hand nehmen, geh. als dass einer der nicht runterschmeißt. Birnbacher, Und geh. Schlüssel finden sie überhaupt nicht an. Nein, Und Um Himmels Willen, Herr Eder! Lassen Sie einer nichts weiß machen. Ich versprich, dass Ihnen nichts runterfällt, wenn Sie es nicht selber runterschmeißen. Ja, ich schmeiß nie was runter. Da fällt auch nichts runter. Und jetzt erlassen wir das Thema, ja? schauen Sie nur, Frau Singermeier, Ja. was der Eder für ein Gesicht macht. Der hat ja selber Angst vor seinem Pumuggel, Gell. müssen Sie wissen. Jetzt wird's aber Zeit, dass du gehst, gell? Ja. Sonst kann's sein, dass ihn auf die hetzt mein Pumuckl, Bernbacher, und auch bis du's der nichts zum Lachen hat, gell? Hören Sie's, Sagen Sie. jetzt gibt er schon zu, dass er einen Kobold hat. Bernbacher, jetzt sag mir lieber, wann krieg ich jetzt den 3. Schlüssel, gell? Ich muss das Schrankerl heute Mittag liefern. Wenn du ihn heute Mittag liefern musst, kriegst du ihn heute Mittag. Gut, das ist ein Wort. Du, und jetzt sei mir nicht best, gell? Ich muss der Frau Singermeier alles zeigen, sonst kann's nicht anfangen. Um Gottes Willen, durch mich soll niemand von der Arbeit abgehalten werden. Also dann bis später. Servus, Bernbacher, grüß dich. Wiederschauen, Frau Singermeier. Ja. Viel Spaß nachher bei der Putzerei. Wird einer gut, Und Herr. lassen Sie ihn nicht rausbringen, wenn von Geisterhand alles durcheinander fliegt. Jetzt geht's zu. In dem Haus ist wirklich was nicht ganz richtig. Jetzt geht's aber, gell? Für Ich mich. bin schon draußen. Wird einer gut, Herr Dings da. Ach du lieber Gott. Also jetzt ist mir direkt doch ein bisschen komisch geworden. Okay. Ja, wissen Sie, ich glaube nämlich wirklich, dass mehrere Sachen gibt zwischen Himmel und Erde, als wir uns träumen lassen. Ach schon. Aber jetzt kommen Sie mal mit mir rauf. Ja. Und weiter, Frau Singermeier. Während die beiden hinauf in die Wohnung gingen und der Meister Eder die Frau Singermeier in ihre Arbeit einwies, blieb der Pumuckl ganz brav unten in der Werkstatt. Und als der Herr Eder wieder in die Werkstatt herunterkam, saß der kleine Kobold in seiner Schaukel und dichtete. Durcheinand von Geisterhand fliegt nichts, denn ich krieg Schokoland. Schokolund im Koboldsmund ist besser noch in einer Stunde. Ui, 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 ja. Das ist wieder ein schönes Gedicht, ein Bravheitsschokolade bekommen Gedicht. Ist So das, ist brav, Pumuckl. Hab schon Angst gehabt, dass dich das saudumme Gerät von Bernbacher zu irgendwas verleiten Nein, kannst, nein, ja? das hat mich nur zu einem sehr, sehr schönen Gedicht verleitet. Ja? Es wird heute nämlich gar nichts passieren. So ist recht. Nicht mal der Boden wird knarren. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn man mich mit Männern selig verwechselt. Recht hast. Ich bin kein Mann Am selig. Schluss darf nämlich Frau Singermeier meinen, wir hätten Gespenster da drin.
dabei haben wir nur Frau Singermeier, Herrin, die wie ein Poltergeist poltert. Ja, und da hat's vorhin behauptet, dass sie nie was runterschmeißt. Wahrscheinlich hat der Topf jetzt zu tun. Ja, aber es ist ein sehr, sehr schlauer Gedanke von uns gewesen, dass ich hier herunten bleibe, während die Frau Singermeier dort oben mit der... Ja, sich offenbar wie ein Kobold aufführt. Also, weißt du, Türen habe ich noch nie, also noch nie so gewaltig zugeschlagen. Und Töpfe werfe ich nur ganz selten hinunter. Die allerwenigsten Töpfe von deinen Töpfen haben Dullen. Und wenn sie welche haben, dann haben sie keine Dullen, weil ich sie heruntergebracht habe. Jetzt hat's was da geschmissen. Die gefällt mir ja. Wenn die so weitermacht, kostet mit dieser Vermögen. Herr Eder! Ja. Also wissen Sie, sowas ist mir noch nie passiert. Ja, ich hab's noch gehört. nie. Ich sehe, er seht ja natürlich die Schüssel, die ich hinuntergeschmissen habe, aber sowas, nein, es ist gerade wie verhext. Na ja, es kann an jedem einmal was passieren. Also wirklich, ich fange schon an, das zu glauben, was der Herr vorhin gesagt hat. Okay. Das ist, wie wenn wirklich ein Kobold im Haus war. Nein, Doch. das gibt einer mit Schrift und Siegel, dass das kein Kobold war. Die Schüssel ist einer schon selber ausgerutscht. Aber man darf einen Teufel nicht an die Wand malen. Okay. Meiner Lebtag ist mir das noch nie passiert. Na ja, Scherben bedeuten Glück. Vielleicht passiert jetzt nichts mehr. Ja, wenn einmal so einen Tag der Teufel gesehen hat, ach. Naja, aber ich bin jetzt mit dem Geschirr fertig. Gell. Jetzt wasche ich Ihre Socken raus. Ja, das machen Haben Sie wir. Wasser schon einlaufen lassen? Ja, das... Sie, und was soll ich mit Ihren Hosen machen? Wieso? Ja, sollen die nicht einmal richtig aufdämpft werden? Aufdämpft? Also wissen Sie, mein Mann selig, Ja. der war mit Hosen sehr genau. Na. Ja, mit den Biegelfalten, die ich mache, da kann man Brot schneiden. So scharf sind die. ja, ich werd's dann einmal probieren, gell? Meine Ida. Wenn Sie lachen, dann erinnern Sie mich so an meinen Mann, selig. Nein. Ja, der hat auch so viel Sinn für Humor gehabt. Ich fühle mich Wirtshaus bei einer. Ganz gewiss. Ah, das freut mich. Aber sind Sie mir nicht böse, gell? Ich muss jetzt da weiterarbeiten. Ja, natürlich. Ja, freilich. Ich muss ja auch weitermachen. Sie haben recht. Gell. Ins Reden, wenn man kommt, dann ist aus mit der Arbeit. Ja, da haben Sie recht. Ja. Das, vor allem, wenn man immer an selige Männer denkt und alles fallen lässt und das am liebsten Kobolden in die Strümpfe oder in die Schuhe schieben möchte. Kobolde, die so brav sind wie der Pumuckl. Pumuckl, ehrlich, wenn du nicht bei mir herunten gewesen wärst. Was wäre dann? Ich hätte dich auch verdächtigt, weil alle Damen lang was gescheppert hat. Bitte? Da sieht man's wieder. Überdeutlich sieht man's ja wohl, wie Kobolde immer und immer verdächtigt werden. Sicher habe ich überhaupt noch nie was angestellt und du hast immer nur behauptet, dass ich alles angestellt habe und alles Pumuckl, weggeschmissen. Das kannst mir nicht einreden. An einigen bist du ganz bestimmt. Ja, was ist denn das? Ist was passiert, Frau Singermeier? Ja, stehen Sie noch vor. Das ganze Wasser ist noch wieder drauf. Was? Na, sowas. Ja, wie ist denn das passiert? Der Socken ist mir im Überlauf reingekommen. Ja, wo ist denn der Putzlumpen, Herr Eder? Ah, unterm Ausguss muss er hängen. Maus? Ja. Nein, da ist er nicht. Ja, nachher im Bad. Im Bad, nein, da ist er auch nicht. Pumuckl, weißt du, wo er ist? Ich mein, zufällig. Zufällig hast du mich die ganze Zeit hier ohne Putzlumpen sitzen gesehen. Ich kann es leider gar nicht wissen. Nein, das Wasser steht nur so runter. Ja, wenn ich nur einen Putzlumpen finden darf. Also jetzt muss ich direkt selber schauen. Der Putzlumpen muss doch was sein. Also es ist schon ein Kreuz. Ja. Weil ich muss die mal selber kümmern. Ich hab nichts Mein. durcheinander ist. Also, der Herr Bernbacher hat vollkommen recht. In dem Haus stimmt wirklich was Ach, ging nicht. es. Ja, das gibt's doch nicht, dass ein Putzlumpen einfach verschwindet. Ich hab ihn doch vorhin noch in der Küche gesehen. In dem Bad, da sieht's ja sauber aus. Ich verstehe überhaupt nicht, wie der Socken in den Überlauf reinkommen kann. Ja. Also das ist wirklich wie von Geisterhand. Geh. Wirklich, als wenn ein Kobold. Jetzt hören Sie auf damit. Ja, glauben Sie nicht, dass es boshafte Geister gibt? Ah, da, schauen Sie her, da ist ja der Putzlumpen im Putzheimer drin. Den hat bestimmt kein Kobold reingetan. Und den Socken in Überlauf auch nicht. Also Mannsbilder sind aber so sachlich. Mein Mann selig war auch so. Darum darf es mich auch gar nicht wundern, wenn er plötzlich als Gespenst auftauchen hat. Ja, weil es gerade so für Unmöglichkeiten hat. Und einer wird es einmal genauso gehen. Weil sie nie an was Übersinnliches glaubt. Also erstens ist ihr Mann noch nicht als Gespenst auftaucht und zweitens lebe ich noch. Ja. Wenn ich nicht in der Überschwemmung da sauf. Mei, ich putz ja schon auf. Na, seid mir jetzt böse, Herr Eder, ha? Bitte nicht. Nein, Okay. ich bin Ihnen ja nicht böse.
Tut mir Aber leid. wenn ich Sie um eins bitten darf, Ja. behaupten Sie um Himmels Willen nicht allerweil, dass an allem der Kobold schuld ist. Aber Herr Eder, man sagt ja bloß nicht. Aber das vertragt er nicht. Wer? Wer? Ich vertrag das nicht. Ich sag ja sowieso nix, Herr Eder. Der Meister Eder ist in die Werkstatt zurückgegangen, wo der Pumuckl immer noch brav in seiner Schaukel saß. Er hat natürlich gehört, was die Frau Singermeier und der Herr Eder miteinander geredet haben. Und so hat er mit hoheitsvoller Miene gesagt: Es ist wirklich kaum zu glauben, was diese Frau Singermeier alles anstellt. Putzlumpen verstecken, Überlauf verstopfen, Sachen hinunterwerfen. Das kann einem ja wirklich auf die Nerven gehen. No, jetzt tun wir nicht gar so. Ja, aber wirklich wahr. Wenn ich sowas mache, dann sind das Koboldsspäße. Ja. Aber wenn das die Frau Singermeier macht, dann muss ich mich sehr wundern. Jawohl? Ja. Schließlich hat sie keinen Klabautermann als Vorfahren, wie Ja. ich zum Beispiel Zalber. Bitte. Geh, hoffen wir es jedenfalls einmal. Was hoffen wir? Ganz sicher bin ich nicht. Wie bitte? Da bist du nicht ganz sicher? Also da muss ich ja direkt mal vormachen, wie sowas ein echter Nachfahre der Klabauter macht. Das mache ich dir jetzt vor. Nein. Doch. Pumuckl, ich bitte recht schön. Mach's uns nicht vor. Aber- Mir reicht Frau Singermeier vollkommen. Sie macht es so, als wär's ein zweiter Pumuckl. Also bitte schone meine Nerven, gell? Ein zweiter Pumuckl. Da muss ich ja lachen. Und wer schont meine Nerven? Wer schont sie denn? Alle meine 217,7 Nerven sind schon kaputt gegangen, jawohl. Nur ein ganz, ganz kleiner Nerv, der ist noch heil. Und jetzt ist mein einziger kleiner Nerv auch kaputt. Ja, das darf ja nicht sein. Also, wenn ich nicht sicher bist, Pumuckl, dass du da bei mir gesessen bist jetzt. No. Vielleicht hat die Frau Singermeier doch einen Klabauter Vorfahren. Ui, dann wäre sie ja mit mir verwandt. Oder vielleicht war ihr seliger Mann ein Klabautermann. Oder Wurscher das. eine was? Frau Singermeier, ist was passiert? Bloß der Putzheimer ist. Das hat ihm weiter nichts gemacht. Oder wir haben einen zweiten Kobold im Haus. Einen unsichtbaren zweiten Kobold. Unsinn. Und wenn? Nachher jag ihn so zum Teufel, dass ich am's Gehirn und Sehen vergeht. Nein, den wirst du nicht verjagen, weil ich dann einen Freund habe und weil... Gib weil dir ich keine Mühe, Pumuckl. Das Was? ist gleich geklärt. Was ich... Dass das kein Freund von dir ist, meine ich. Frau Singermeier, Der Putzheimer hat nur eine ganz kleine Tuin, man sieht's ja kaum, gell? Und der neueste Eimer war's ja gerade auch nicht. es geht mir nicht um einen Eimer. Ich möchte nur gern wissen, Ja. ist er von allein runtergefallen oder sind Sie hingekommen? Ja, ich weiß nicht genau, wie es zugegangen ist. Erinnern Sie sich bitte schön genau. Nein, Herr Eder, Sie machen ja direkt ein Verhör. Ja, das ist ja wie bei der Polizei. Sind Sie hingekommen oder ist der Eimer ganz von allein umgefallen? Natürlich bin ich hingekommen. Drüber gestolpert bin ich halt, ne? Oh, schauen Sie, einen ganzen Strumpf haben wir zerrissen. Der Strumpf ist auch wirklich am Eimer zerrissen und nicht von allein? Ja, aber Herr Eder, Sie fragen aber komisch. Von allein passiert doch sowas nicht. Ich wollte mir nur von einer genau bestätigen lassen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Na, jetzt ist ja alles in Ordnung. Aber Herr Eder, haben Sie denn denkt? Nein, nix hab ich denkt. Ich möchte nur vermeiden, dass alles, was in dem Haus passiert, irgendwelche Kobolde in den Schuh geschoben wird und allerweil alles von allein geschifft. Aber Herr Ja. Eder, ich hab da mit dem Kobold bloß Spaß gemacht. Was? Jo, ich glaub schon ein bisschen an so Geister und so, gell? Weil man nie nichts gewiss weiß. ja. Aber an sowas Blöds wie an einem Kobold, da glaub ich wirklich nicht. Ein Kobold ist nichts Blöds, sondern ein Kobold... Und dann was? Ein Kobold, das ist doch was Nettes, nicht? Nettes? Ja, und für das, was Sie alles angestellt haben, kann er überhaupt nichts. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Wer von uns glaubt jetzt da an so was Kobold lassen und wir's an so jetzt, Zeugs da? Oh, der La Eder, Ja, da hast du jetzt deinen dritten Schlüssel. Ja, ich der auch danke noch. schön, Bernbacher. Das ist ja ganz schnell gegangen. Ich hab sowieso noch einmal in die Straße rüber müssen. Da hab ich's gleich noch einen Gang erledigt. Ah, ist recht. Na, Frau Singermeier, haben Sie an Eder sein Pumuckl aufgestöbert beim Putzen? Oh, Sie mit Ihren Spaß. Hat einer der Eder was erzählt? Das kann er aus dem FF.
Da haben wir schon so eine Gaudi gehabt, gell, Franz? Du, ich find, du hast für heute nur angerichtet mit deinen Sprich. Frau Singermeier hat sich schon dauernd vom Kobold verfolgt gefühlt. Da ging es zu, Herr Eder. Vor sowas Kindischen wär ich mich verfolgt fühlen. Aber, Frau Singermeier, Sie dürfen da am Eder sein Sparren nicht kindisch heißen. Wenn der Pumuckl das hört. Jetzt tun's nicht so, als ob ich ein Säugling war. Erzählen's doch gerne Geschichten im Kindergarten. Wissen Sie, wenn ich auch zugebe, dass ich glaub, dass es allerhand gibt, was wir alle nicht wissen, aber so blöd bin ich auch nicht, dass ich nur an Heinzelmännchen und Kobolde und Gartenzwerg glaub. Na, auch nicht, wenn Sie jetzt alle zwei schwören, dass ihr Gartenzwerg Pumuckl heißt. Hey. So, das war ihm jetzt zu viel. Den Blumentopf hat jetzt wirklich der Pumuckl geschmissen. Also ein solcher Schmarrn! Mit dem Ellenbogen sind sie doch selber hingekommen. Der ist mindestens 1 Meter davon entfernt gestanden. Das weiß ich gewiss. Na, wie ist also in Wien schier am äußersten Randl gestanden, dass er sie Übergewicht gekriegt hat, ne? Nein, der ist ganz richtig da gestanden. Ihr zwei könnt's von mir aus zusammenhalten, wie es wollt. Meiner Sie durchschaut das nicht, ich bin doch nicht blöd. Aber das war jetzt wirklich seltsam. Sie sind ein ganz durchtriebener Herr Bernbacher. Das Gespiel mit dem Pumuckl haben Sie und der Herr Eder wahrscheinlich so oft gespielt. Aber jetzt kann der Herrin passieren, was will. Mir bringt nix mehr draus und wenn Sie es auch nur so drauf anlegen. Ah, das war mir eine gewisse Beruhigung. Ja, und jetzt hol ich Schaufel und Besen. Die haben wir jetzt ganz schön auf Palme gebracht. Der alte Scherz mit dem Pumuckl wirkt allerweil wieder. Bernbacher, red doch nicht allerweil so. Wir gingen die Scherben heute allmählich auf die Nerven. Hat dem Frau Singermeier wirklich so viel geschmissen? Ja, alle zwei, da schmeißen sie mir jetzt meine Sache. Und wenn du noch allerweil weitermachst, dann verschwindet auch noch alles. Was ich sagen will, wo hast du den Schlüssel hingelegt? Daher auf den Tisch. Da ist er aber nicht mehr. Hast denn du eingesteckt? Ich? Wo? Ich hab ihn auch nicht. Ich weiß bestimmt, dass ich ihn da hergelegt hab. Hab ich's nicht gesagt? Jetzt geht die Sucherei ab. Aber ich mag nicht. Und wenn ich dir den Schlüssel zahlen muss und dann halt nur 2 zum Kastel abliefern, jetzt das ist mir wurscht. Nicht auf, ich such schon. Ja, was suchst denn, Herr Bernbacher? Ja, wirst du nicht finden. Da kannst du lang suchen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dass der Schlüssel weit weg ist. Was heißt da glauben? Ich weiß, dass ihn der Pumuckl hat. Ja, suchen Sie den Schlüssel. Den hab ich mit aufgenommen und haben Sie die anderen Schlüssel gehängt, damit er da herunten nicht verloren geht. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Wer wann was tut. Keine Angst, Herr Eder. Ich weiß. So? Nachher ist ja gut. Sie können mich ja dann allerweil aufklären. Nein, Herr Eder, wir einigen uns. Ich spiel den Spaß mit. Alles, was mir bei einer passiert, war ihr Pumuckl. Aber glauben tue ich so wenig dran wie Sie zwei. Nun, hoffentlich seid ihr mitgekommen, wer nun wirklich an was schuld war, wo sich doch zu guter Letzt sogar der Meister Eder nicht mehr ausgekannt hat. Ihm blieb am Ende nichts anderes übrig, als den Pumuckl zu fragen, als die beiden endlich allein waren. Jetzt sag einmal, Pumuckl, das oben in der Küche hast du ja nicht sehen können. Nein. Aber der Blumentopf, bin ich jetzt an den selber hinkommen oder warst du das? Moment, hat man dich mit Heinzelmännchen oder Gartenzwergen beleidigt oder mich? Hab ich mich also da nicht täuscht. Aber Pumuckl, das war doch nicht notwendig, dass du deswegen mir was da schmeißt. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Leute so daherreden. Ja, schon, aber die Leute, die so daherreden, haben meistens keine eigenen Blumentöpfe dabei, die ich ihnen unterwerfen kann. Ja, hätte nicht Zwicken auch gelangt. Nein, das hätte nicht gelangt. Aber warum denn nicht? Nein, Warum nicht? weil Zwicken kracht nicht. Ja. Wenn Zwicken krachen würde, Ja. ja. Und für Wut ist Krachen was sehr Schönes. Wenn es so laut ist. Und meine Wut, die war sehr groß. Ich und ein Gartenzwerg. Aber das kommt davon, wenn man zuerst so ungeheuer brav ist. Gleich wird man mit Heinzelmännchen und Gartenzwergen verwechselt. Dafür hätte man Frau Singermeier leicht mit dem Kobold verwechseln können. Das war halt recht anstrengend. Ja, das kann man wohl sagen. Das war's.
recht anstrengend. Diese Frau Singermeier, die wirft nicht nur alles hinunter, die versteckt auch noch Schlüssel wie zwei Kobolde. Ja, wie zwei. Und die hält nicht mal, das hält ja nicht mal ein Kobold aus, was die Frau Singermeier alles macht. Ja. Und also da ist mir schon die Frau Eichinger viel, viel lieber. Ja, ist mir lieber. Die tut ihre Arbeit und dann lässt sie auch mich meine Arbeit tun. Deine Arbeit? Ja. Ja, welche denn? Naja, die Frau Singermeier heute noch obendrein, also so dazu getan hat, nicht? Hinunterwerfen und verstecken und so. Ja, hast recht, Pumuckl. Da kenne ich mich wenigstens immer aus, wer was getan hat. Und das beruhigt doch ungeheuer. Nun, und ihr kennt euch jetzt auch aus, wer was getan hat. Und ich hoffe, dass auch euch das beruhigt. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bis dahin.